Galaktische Weihnachten. Der SRF Kids Adventskalender zum Hören. Zu Hause, in einem Schuhkarton unter der Spüle, haben Mama und Papa viele alte Schrauben. So eine streckte mir Bulgurbugs nun entgegen. Sie lag dort in ihrer kleinen blauen Hand. Und damit soll ich das Universum retten? Aber das ist nur eine Schraube. Eine alte, rostige Schraube. Das stimmt. Oh, ich wollte schreien. Bist du völlig verrückt geworden? Man kann nicht das Universum mit einer lächerlichen, rostigen Schraube retten. Wir brauchen etwas anderes, um Horgat Malex zu besiegen. Das wollte ich sagen. Aber das habe ich natürlich nicht getan. Schließlich ist Bulgurbugs die intelligenteste Kreatur im ganzen Universum. Okay, gut. Aber was soll ich damit machen? Darüber musst du dir jetzt noch keine Gedanken machen. Aber Stella, pass gut auf die Schraube auf. Ich steckte die Schraube in die Tasche meiner Jeans. Das war der sicherste Ort, den ich mir in der jetzigen Situation vorstellen konnte. Dann schnappte ich mir noch einen Zimtstern. Wir saßen dort in der Höhle, Bulgurbugs und ich, und aßen Papas Zimtsterne. Um uns herum die Höhlenmalereien. Sie wurden vor Millionen von Jahren gemacht und sie zeigten mein Leben. Hier an den Felswänden war mein ganzes Weltraumabenteuer gezeichnet. Alles war da, das wusste ich. Aber ich getraute mich nicht zu schauen, wie es ausgehen würde. Bulgur, was passiert, wenn ich schaue, wie dieses Abenteuer weitergeht? Das darfst du, aber manchmal ist es nicht gut, schon zu viel zu wissen. Das könnte die Zukunft beeinflussen. Ich betrachtete das kleine, blaue Geschöpf. Ihre Augen waren im Schein des Feuers deutlich zu erkennen. Sie glitzerten wie Sterne. Du, Bulgur, bist du wirklich das klügste Wesen im Universum? Ich meine, weißt du alles? Einfach alles? Nicht alles, aber eine ganze Menge. Okay. Was ist mein Rekord in Starfighter 5? 2754. Wo verstecken Mama und Papa unsere Ersatzschlüssel? Im Gemüsebeet unter dem rosa Blumentopf. Wow, du bist ja richtig gut darin. Bulgurbugs war wie eine Wahrsagerin. Sie wusste wirklich fast alles. Oh, ich muss dich ganz viele Dinge fragen. Sehr, sehr viele. Wir haben keine Zeit mehr. Aber noch eine Frage, ausnahmsweise. Oh, nur eine Frage? Okay, also eine einzige Frage. Ja, jetzt weiß ich es. Stimmt es, dass Beate in meiner Klasse jeden Morgen zum Frühstück Schokoladenkekse bekommt? Oder warte, ich habe eine bessere Idee. Ich nehme eine andere Frage. Wird sich Alex jemals in mich verlieben? Wobei, nicht antworten. Ich nehme eine andere Frage. Werde ich Horgat Malex besiegen? Oder, nein, eigentlich, es gibt da was anderes, was ich fragen muss. Stella, ich weiß. Werde ich mich immer für Lukas schämen? Wird er immer so komisch sein und peinlich? Also ich mag ihn so sehr, aber manchmal wünsche ich mir fast, dass er nicht da wäre. Dann wäre alles so viel einfacher. Niemand würde mich in der Schule ärgern. Und alles wäre normal. Bulgur, wird es immer so schwierig sein mit Lukas? Weißt du das? Steht es in den Sternen? Manche Antworten stehen in den Sternen und manche muss man selbst schreiben. Aber Stella, es ist Zeit, deine Reise fortzusetzen. Buga, buga. Aber wie soll es weitergehen? Wie soll ich Lukas und Pluto finden? Sie könnten überall sein und... Hallo? Stella, bist du hier? Erdmädchen! Lukas! Pluto! Oh, ihr habt mich gefunden! Stella, hier bist du. Erdmädchen, du warst wirklich schwer zu finden. Ungefähr so schwer wie eure Erdenflöhe im Feld. Wir haben gesucht und gesucht. Den ganzen Planeten haben wir abgesucht. Stella, geht's dir gut? Ja, und wisst ihr, wer hier ist? Das erratet ihr nie. Wer? Wer?
Bulgur Bugs! Echt jetzt? Ja, stimmt's, Bulgur? Du warst in der Höhle als... Bulgur? Bulgur, wo bist du? Bulgur Bugs war nicht mehr da. Sie war so schnell verschwunden, wie sie gekommen war. Bulgur musste wahrscheinlich los. Woanders hin. Wir sagten nichts mehr, Lukas und ich. Wir standen einfach da und umarmten uns. Sehr, sehr lange. Es gab so viel, was ich sagen wollte. Aber wie sagt man die schwierigsten Dinge? Das weiß wahrscheinlich nicht einmal Bulgur Bugs. Ja, das war wirklich eine gigantische Wahnsinnsumarmung. Aber wir haben noch was vor. Einsteigen, bitte! So, Leute. Sind alle da? Ja. Sind wir komplett? Ja. Dann müssen wir jetzt wirklich los das Universum retten. Horgat Malix aufhalten. Los, Lukas. Drück auf die Tube. Bin schon dran. Dieser Horgat Malix, was ist er eigentlich? Ein Weltraummonster? Nein, Stella. Schlimmer. Okay, ein schwarzer Lochvampir? Nein, viel schlimmer. Was denn? Ein Roboterkrieger? Oder eine Riesenkakerlake? Oder ein verrückter psychopathischer Weltraumkiller? Schlimmer. Schlimmer. Viel schlimmer, Viel Stella. schlimmer. Er ist ein 10-jähriges Kind. Ein Kind? Konnte man etwas Seltsameres hören? Oh ja, das konnte man. Galaktische Weihnachten. Der SRF Kids Adventskalender zum Hören. Alle Folgen gibt's auf srfkids.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.